schon merci, dass da auch ein Channel kommt sieht. Ich bin immer froh, wenn ich Feedback von Leuten kriege von meinen Videos. Anscheinend, dass die von meinem Grill ganz gut ankommen, weil ich auch ein bisschen blöd war. Ich starte heute meine Vlog-Serie, das heißt, dass ich schon mal geplant für einmal an der Woche einen Vlog zu machen. Das heißt, einmal an der Woche schwätze ich ein bisschen, erzähle ich ein bisschen etwas über meine Präparation, wie ich so gelaufen war, zum Beispiel ein Training, wie ich dann noch mal weisen, wie ich eigentlich koche, wie ich mir das alles vorbereite. Ja, hast du mal den einen oder anderen Check-up vielleicht. Ja, was sonst eigentlich sonst noch zu der Präparation gehört, das heißt, das nicht mehr wie schlafen, essen, trainieren und schlafen. Ja, das heißt, ich stehe dann um 4 für 5 ab, für um 5 Velo zu sehen, an der Strampeln ist, 45 Minuten. Da kann ich direkt an die Dusche hopsen und dann essen ich, und dann föhne ich mich und dann mache ich mich fertig, packe meine Sachen, für um 7 Uhr im Büro zu sein. Weil da kann ich nämlich um 4 Uhr abhalten und dann kann ich direkt an der Fitness gehen. Und dann habe ich auch wenigstens noch ein bisschen etwas vom Tag. Und ich muss mich auch nicht so stressen, für noch sehr zu essen, zu kochen und ich bin noch mal Zeit am Bett. So sonst bis so nichts zu zählen. Schon ja schon auch an am Laufe der Woche auch natürlich mal ein Training macht. Respektiv von ich mein Meal Prep machen. Und ja, so viel dazu und dann hören wir uns später. Für unser Posing-Game am Team. Wir machen Gleichkehre, Bodybuilding-Posing, Athletik-Posing, Physik-Posing, Bikini-Posing, den Nischhallen. Ich denke, dass wir so 10, 12 Leute werden sehen, hoffentlich. Ja. Can't stay in one place. Keep moving like a bullet train. Like a bullet train. Like a bullet train. Like a bullet train. Fertig. Es ist jetzt heute ganz lonely. Mit einem Stück Pulli an der zu knallen. Es ist en plus kalt. Ich schneide nicht so gerne mehr. Wenn geht mir da nicht. Wir wollten nicht hier so. Ja, Leute waren noch meine Physik gegangen und noch Athletik. Natürlich auch ein paar Leute Beitgut, was natürlich immer noch flott ist, auch noch Leute kennenzulernen. Wir machen noch Bodyclass und vielleicht machen wir dann noch ein Einzelposing. Wo ich denke, die Viertelrunde schon hier am Basic Fit, ich weiß nicht, hier am Basic Fit trainiert tun. Ich habe schon eine neue Couch gemacht. Und der Tisch für Training, das war noch bei mir. Da ist es auch heute normal, dass wir hinfahren, hoffen, dass wir durch den Schnee kommen und dann gehen wir noch mal Pflichtlichen. Weil das natürlich noch vergisst zu machen. Und dann, ja. Ich bin am Auto. Ich warte, dass Sammy kommt. Wir gehen trainieren. Wir nehmen noch ein Training ab für das Woche. Und ich trainiere heute Tennisstelle an Rick. Sammy filmt auch ein bisschen während meinem Training, dass er sieht, was ich mache. Schon heute eigentlich Low Carb Day, respektive No Carb Day.
mir aber ich sind mit dem Makron heisch an de Fetter an ganz heisch mit de Proteinen. Ich pendeln immer so manchmal Low Carb, darum Refeed, darum so wie Haut. Und ja, ich hatte mit mein Co-Flop, wie der vielleicht auf Snapchat gesehen hat. Das ist am Anfang mega lecker. Das ist viel amerikanische Natur, also einfach gemahlen Rindfleisch mit Spinat und dann Rapsöl dabei. Ja. So, Sami Kündlo hat die Verhalt die Regie und dann gesehen wir es halt noch. Sondern für tot für Schibo, wie man das macht. Das ist hier das teuer. Ja, das ist mega teuer. Last Jahr da haben wir ja welche geholfen, was das gemacht haben. Ja. Ja, ich meine, entweder musst du mega frei oder wirklich last minute buchen. Wir haben von als blöd nochmal geschlafen. Also, ja, außer du musst mitgehen. Ja, wir auch dann. So einfach so auf so. Ja. Und wir kommen auch später rein, gell? Ich war Punkt, das nämlich. Ja, das war just, dass du schnell so richtig leer, weil ich Backstage war. Ja. Oh, Lasche. Let's go! Yeah! For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still leaving them starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, now the picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach. And now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had the stupidest verse, this dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard he fucking with that stock. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated. Ich geh mal heim und dann wird mir Crap gemacht. Gemielt. Gemielt. Geht gemielt.